Ein erfolgreicher Unternehmer demütigte eine Serviertochter, weil sie es wagte, seine Tochter mitten in einem Luxusdinner zu berühren. Doch ein einziger Satz, 117 ist unterwegs, genügte, um alle Lacher abrupt verstummen zu lassen und die machtvollen Augen in Entsetzen zu verwandeln. Niemand ahnte, dass dieser Anruf ein Geheimnis enthüllen würde, das ein millionenschweres Imperium in einer einzigen Nacht zum Einsturz bringen konnte. Was genau geschah und warum es einer einfachen Serviertochter gelang, einen ganzen Saal in die Knie zu zwingen. Sophia stellte das Tablett mit Champagnergläsern graziös auf den Tisch. Die rote Schürze über ihrer schwarzen Uniform ließ sie sauber und selbstbewusst wirken, obwohl ihre Hände unter den feinen Handschuhen leicht zitterten. Mit ihren 25 Jahren hatte sie die Kunst gelernt, in luxuriösen Räumen unsichtbar zu werden, eine Überlebensfähigkeit zwischen Menschen, die dem Servicepersonal nie direkt in die Augen blickten. Fräulein? Eine sanfte Stimme, kaum ein Flüstern, war zu ihrer Rechten zu hören. Sophia drehte sich um. Das Mädchen vom Tisch Nummer 7, etwa 6 Jahre alt, hellblondes, zurückgebundenes Haar, große, strahlende Augen, blickte sie an. »Brauchen Sie etwas?« fragte Sophia und neigte sich leicht. Das Mädchen schüttelte den Kopf, presste die Lippen zusammen. Die Bewegung ihres Kopfes war so schnell, dass sie etwas Ähnliches wie Angst widerspiegelte. Bevor Sophia mehr fragen konnte, wandte sich die Frau, die neben dem Mädchen saß, um. »Bitte, wechseln Sie dieses Weinglas. Es ist nicht kalt genug.« Die Stimme war gleichmäßig, sanft, verbarg aber hinter jedem Wort eine Rasierklinge. Sie war Valerie Huber, die Frau I am scharlachroten Kleid, perfekt gewelltem Haar und einer kostbaren Uhr, die unter den goldenen Lichtern glänzte. Sie blickte Sophia kein zweites Mal an, stellte das Glas einfach in die Mitte des Tisches und kehrte zu ihrem Gespräch mit den Gästen zurück, als ob die Serviertochter nicht existierte. Sophia nickte leicht und nahm das Glas mit. Aus dem Spiegel der Bar sah sie den Mann, der Valerie gegenüber saß. Alexander Huber, ihr Ehemann und Besitzer der Huber AG. Er war schlicht gekleidet, strahlte aber eine schwer zu beschreibende Autorität aus. Er sprach nicht, lächelte nicht, sah niemanden an, hielt einfach schweigend sein Telefon. Das Mädchen Isabelle saß immer noch unbeweglich da, ihre kleinen Schultern leicht zusammengezogen. Sophia kehrte mit dem neuen Glas zurück, ihre Atmung stabiler und ihre Hände ruhiger. Sie schenkte Valerie und dann Alexander Champagner ein. Alles verlief perfekt, bis Isabelle versehentlich mit ihrem Ellbogen gegen ihr Wasserglas stieß. Eine winzige Bewegung. Das Glas kippte und ein paar Tropfen Champagner spritzten auf Valeries rotes Kleid. Das einzige Geräusch am Raum war das leise Klirren der Gläser, dann Stille. Valerie blickte die kleine nasse Stelle auf ihrem Kleid ein paar Sekunden lang an. Nur Stille. Dann erklang ihre Stimme laut genug, dass die gesamte Reihe der Tische sie hörte. »Mein Gott, mein Kleid!« Sie blickte Sophia durchbohrend an. »Wissen Sie, wie viel dieses Kleid kostet? Oder unterscheiden Sie nicht zwischen Servieren und Zerstören?« Sophia neigte den Kopf und stellte das Tablett auf den Tisch. »Es tut mir leid, gnädige Frau. Ich werde es sofort reinigen.« Sie hatte den Lappen noch nicht erreicht, als Valerie ihre Hand mit einem Schlag wegschlug. Ihre Stimme war scharf wie Stahl. »Fassen Sie mich nicht an. Ich will den Geruch Ihrer Hände nicht auf meinem Stoff.« Einige Gäste drehten sich um und sahen zu. Einige lächelten spöttisch. Alexander hob den Kopf. Sein Blick traf den von Sophia nur für einen Augenblick. Kühl, höflich und distanziert und wich dann sofort ab. Aber in diesem Moment blieb sein Blick an seiner Tochter Isabelle hängen. Sie war unbeweglich. Ihre Schultern zitterten sehr leicht. Ihre Augen waren voller Entsetzen. Alexander runzelte leicht die Stirn. Es lag etwas in den Augen des Mädchens, das ihn zögern ließ. Etwas, das er nicht glauben wollte. Aber am Ende wählte er das Schweigen. Eine Wahl, die er später sein ganzes Leben lang bereuen würde. Er sprach leise, für den Oberkellner hörbar: »Lassen Sie uns von armen Leuten nicht stören. Kümmern Sie sich darum.« Der Oberkellner, 2 Schritte entfernt, kam mit leiser Stimme näher. »Sophia, bitte ziehen Sie sich einen Moment zurück.« Sie nickte, ohne Reaktion, ohne Verteidigung. Sie bückte sich einfach, um das Glas aufzuheben. Ihre Hände zitterten leicht, als sie sich der kleinen Isabelle näherte, um ein Taschentuch zu nehmen. Das Mädchen zog ihren Arm zurück, aber Sophia erstarrte. Das kleine Handgelenk zeigte eine schwache violette Markierung, perfekt rund, wie ein Druckprellung. Isabelle hob den Kopf, wollte gerade fragen, aber Isabelle starrte auf ihren Teller, ihre Schultern leicht zusammengezogen. Valerie drehte sich um, ihre Stimme wieder in einem ruhigen Ton. »Können Sie ein weiteres Glas bringen? Und denken Sie daran, es nicht noch einmal zu verschütten.« Sophia antwortete nicht. Sie bückte sich einfach, hob das Glas auf das Tablett. Ihr Blick glitt ein letztes Mal schnell über Isabelle. Während sie aufräumte, bemerkte sie etwas unter dem Teller des Mädchens. Eine ungeschickt gefaltete Papierserviette. Sie zog sie sanft heraus, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Ein paar mit Bleistift gekritzelte Zeilen erschienen, dünne, leicht schräge Kinderhandschrift. »Bitte hilf mir, sie tut mir weh.« Sophias Herz blieb stehen. Sie blickte auf das Papier, dann auf Isabelle. Das Mädchen weinte nicht, saß nur schweigend da. Eine Art von Stille, die das Blut eines Erwachsenen gefrieren ließ. Sophia drückte die Serviette in ihrer Hand zusammen. Alle Beleidigungen von eben verschwanden, wie vom Wind davongetragen. Nur die Frage hallte in ihrem Kopf wieder: Wenn ich schweige, wer spricht dann für sie? Sie blickte auf zu Valerie, die mit ihren Gästen lachte. Das Licht spiegelte sich pirfer am Champagnerglas. Hell, aber kalt wie Stahl. Sophia drehte sich um und ging schnell in die Küche. Das Geräusch ihrer Schuhe hallte sanft auf dem Fliesenboden wieder. Ein gleichmäßiger, entschlossener Rhythmus. In ihrer Hand war die Serviette zerknittert, die Tinte leicht vom Schweiß verschmiert, aber die Worte waren immer noch klar, als blickten sie an. Sophia atmete tief ein. Die Küchentür schloss sich hinter ihr. Draußen hallten die Lacher immer noch wieder, aber in ihr hatte sich etwas verändert. Still, aber unumkehrbar. Und ihre nächste Handlung würde ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen, das sie sich nie hätte vorstellen können. Haben Sie schon einmal miterlebt, wie jemand nur deshalb gedemütigt wurde, weil er ärmer war? Bitte kommentieren Sie und teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit. Vielleicht ist die nächste Geschichte Ihre. Sophia ging schnell, die Serviette in der Hand fest umklammert. Ihr Herz raste. Jeder Puls hallte in ihrer Brust wie ein schwerer Metallschlag wider. Draußen hallten die Lacher der VIP-Gäste immer noch wider. Elegant, regelmäßig und emotionslos, als wäre nichts geschehen. Sie schlüpfte durch die Metalltür, die zur Küche führte. Ein Schwall heißer Luft und verbrannten Butterschlags traf ihr Gesicht. Sophia lehnte sich an die Wand, atmete tief durch und versuchte zu verhindern, dass ihr schwindlig wurde. In ihrer Hand war die Serviette zerknittert. Der Schweiß hatte die Ecke des Papiers durchtränkt. Aber die kleinen Worte waren immer noch so klar, als wären sie gerade erst geschrieben worden. »Bitte hilf mir, sie tut mir weh.« Ihre Brust zog sich zusammen. Diese Worte waren wie ein kleiner Schrei, der in ihrem Kopf widerhallte. Sie sah sich um. Niemand bemerkte sie. Alle waren beschäftigt mit dem Rauch, dem Knistern der Pfannen, dem rhythmischen Geräusch der Messer, die Fleisch schnitten, wie der Herzschlag des ganzen Restaurants. Sophia hob die Hand und zog ihr Telefon aus der Tasche. Der Bildschirm leuchtete auf, das weiße Licht spiegelte sich in ihren Augen und ließ alles verschwommen erscheinen. Sie wischte mit dem Finger, aber wegen des Schweißes rutschte sie zweimal vom Bildschirm ab. Beim dritten Mal berührte die zitternde Fingerspitze die vertraute Zahlenfolge. 117. Jedes Piep-Piep klang langsam, aber schwer. Sie spürte, wie ihr Herz jedem Puls folgte. Jedes Geräusch war wie ein Countdown für etwas. Einen Moment, der ihr Leben verändern würde. Doch die Stimme der Operatrice klang klar und ruhig. »Polizei 117, bitte nennen Sie Ihren Notfall.« Sophia atmete tief durch und versuchte, ihre Stimme nicht zittern zu lassen. Es gibt ein Kind, das misshandelt wird. Hier in der Rosenstube, Tisch Nummer 7. Es herrschte eine kurze Stille am anderen Ende der Leitung. Ein leises Tippen war zu hören, und dann kehrte die Stimme der Operatrice zurück, immer noch regelmäßig, aber sanfter. »Könnten Sie die Adresse bestätigen, bitte?« Sophia nannte die Adresse, jedes Wort erstickte in ihrer Kehle. Am anderen Ende blieb die Stimme ruhig, aber für sie klang jedes Wort wie eine Herausforderung. »Sind Sie sicher, Fräulein?« »Ja.« Sophia blickte auf die Serviette in ihrer Hand, schloss sanft die Augen. Tränen stiegen ihr auf, fielen aber nicht. »Ich bin mir bei nichts sicher«, sagte sie leise, ihre Stimme kaum hörbar in ihrem Atem. »Aber ja, es stimmt. Jede Minute zählt.« Eine lange Pause, dann kehrte die Stimme der Operatrice fest zurück. »Wir schicken sofort eine Patrouille. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Bleiben Sie in Sicherheit.« Der Anruf endete, der Bildschirm erlosch, aber das kleine rote Notlicht in der Ecke des Telefons blinkte weiter und beleuchtete ihr Gesicht. In diesem Licht sah Sophia sich selbst, blass, erschöpft und zitternd zwischen zwei Ängsten, der Angst vor Bestrafung und der Angst vor Schweigen. Sie rutschte an der Wand herunter und sank auf den kalten Boden. Ein Taubheitsgefühl durchzog beide Arme. »Was habe ich gerade getan?« sagte sie zu sich selbst, die Stimme kaum laut genug, um ihr eigenes keuchendes Atmen zu übertönen. Aus dem Flur hallte das Geräusch von Lederschuhen. Der Oberkellner suchte sie. Sophia zuckte zusammen, wischte sich schnell die Tränen mit dem Handrücken weg und steckte die Serviette in die Tasche ihrer Schürze. Sie atmete tief durch, versuchte die Ruhe wiederzufinden und stand auf. Als sie die Tür öffnete, um in den Salon zurückzukehren, traf das Licht des Kronleuchters sie direkt in die Augen. Alles war hell, kalt. Das Geräusch des Bestecks, die Gespräche, das Klirren der Gläser hallten wie ein künstlicher Rhythmus einer emotionslosen Welt wider. Doch in ihrem Herzen war etwas zerbrochen, wie gesprungenes Glas,
das nicht repariert werden konnte. Sophia war gerade erst herausgetreten, als zwei Gestalten in Polizeiuniformen durch die Haupttür erschienen. Die blauen und roten Lichter der Streife draußen spiegelten sich am Glas und blitzen auf ihren Schultern auf. Das Polizeiabzeichen glänzte unter dem goldenen Licht des Salons. Das ganze Restaurant geriet in Aufruhr. Das Geräusch von Stühlen, die bewegt wurden, das Flüstern verbreitete sich überall. Valerie drehte sich abrupt um und sprang auf. Ihre Stimme war hoch und trocken, mit einem Hauch von Nervosität. »Was ist los? Wir dinieren gerade.« Einer der Beamten trat vor, mit ruhiger Stimme. »Wir haben einen Bericht über einen möglichen Fall von Kindesmisshandlung hier erhalten.« Ein Schweigen hüllte den Raum ein. Alexander hob den Kopf, seine Augen zeigten eine flüchtige Überraschung. Valerie erbleichte, ihre Lippen zitterten leicht, bevor sie ein erzwungenes Lachen ausstieß. »Sicherlich liegt ein Fehler vor, das Kind ist nur hingefallen.« Der zweite Polizist beugte sich vor und sprach sanft mit Isabelle. »Geht es dir gut, Kleine?« Isabelle antwortete nicht, blickte nur zu Sophia, 1 Sekunde, 2 Sekunden, und plötzlich stand sie von ihrem Stuhl auf, rannte und klammerte sich fest an Sophias Beine. Ihre Stimme erstickte. »Ich will nicht mehr zu ihr.« Die Atmosphäre zerbrach wie zerbrochenes Glas. Alle erstarrten. Die Lacher, die Gespräche, die Hintergrundmusik, alles verstummte. Valerie zog an ihrem Stuhl, ihr Gesicht war rot angelaufen, ihre Stimme erhob sich. »Sie inszeniert das. Sie will sich bei dir einschmeicheln, Alexander.« Der Oberkellner kam eilig näher, seine Stimme unbeholfen. »Herr Polizist, könnten wir das bitte privat besprechen?« Aber der Beamte hob die Hand, um ihn zu stoppen. »Niemand verlässt den Raum, bis wir die Inspektion abgeschlossen haben.« Valerie blickte Sophia wütend an. Ihre Stimme brach bitter. »Dafür wirst du bezahlen.« Sophia antwortete nicht, beugte sich nur vor und umarmte Isabelle fester. Der kleine Körper in ihren Armen zitterte. Der Atem des Mädchens war schnell, warm an ihrer Schulter. Der Atem von jemandem, der gerade dem Terror entkommen war. Alexander saß immer noch unbeweglich da. Sein Gesicht spannte sich allmählich an, wie zwischen Unglaube und Erleuchtung geteilt. Dann stand er auf und ging langsam zum Tisch. Ein Polizist hielt die Serviette in der Hand, mit gleichmäßiger, klarer Stimme. »Wir haben das unter dem Teller des Kindes gefunden.« Alexander streckte die Hand aus, um sie zu nehmen. Er las langsam jedes Wort, als wäre es in die Luft gemeißelt. »Bitte hilf mir, sie tut mir weh.« Der Raum verfiel in völlige Stille. Valerie wich einen Schritt zurück. Ihr Rücken berührte die Kante des Stuhls. Das Deckenlicht beleuchtete Alexanders Gesicht, ließ eine Hälfte klar und die andere dunkel erscheinen. Seine Stimme war tief, leise, aber erschreckend klar. »Erklär dich, Valerie.« Valerie öffnete den Mund, aber es kam kein Laut heraus. Sophia stand ein paar Schritte entfernt und umarmte Isabelle immer noch. Ihr Herz raste wild, aber ihr Geist war ruhig. Sie wusste, dass von diesem Moment an nichts mehr so sein würde wie zuvor. Draußen fegte das Licht der Patrouille vorbei und warf einen blauen Schein auf 3 Gesichter, das Verängstigte, das Schuldige und einen Zeugen, der es gewagt hatte, aus der Dunkelheit zu treten. Sophia schloss die Augen und umarmte Isabelle fester. Im Klang der sich entfernenden Sirene verstand sie, dass ihr Leben von diesem Augenblick an nie wieder ruhig sein würde. Das Geräusch eines Messers, das trocken auf den luxuriösen Boden fiel, hallte wieder. Alle zuckten zusammen, und dann herrschte absolute Stille. Die Hintergrundmusik verstummte ebenfalls. Nur der Regen war gleichmäßig auf dem Glasdach der Rosenstube zu hören, wie der langsame Herzschlag des ganzen Raumes. Sophia blieb unbeweglich stehen und umarmte Isabelle unbewusst. Der kleine Körper zitterte so zerbrechlich, dass sie es in ihrem Atem spüren konnte. Das Mädchen lehnte ihr Gesicht an ihre Schulter, schluchzte geräuschlos. Dieses Gefühl ließ sie vergessen, dass sie sich am teuersten Restaurant der Stadt befand, wo ein einziger falsch verschütteter Tropfen Wasser jemandem den Job kosten konnte. Alexander, der Vater, beugte sich vor, kniete sich auf die Augenhöhe seiner Tochter hinunter und sagte mit rauer, langsamer Stimme: »Was hat sie dir angetan?« Isabelle antwortete nicht sofort. Sie drückte nur Sophias Schürze, den Kopf gesenkt, ohne es zu wagen, jemanden anzusehen. »Ich habe große Angst«, sagte die Stimme des Mädchens klein und verzerrt, als wollte sie die Worte verschlucken, sobald sie ausgesprochen hatte. In diesem Moment war es, als wäre die ganze Luft aus dem Raum gesaugt worden. Niemand sprach. Mehrere Kellner blieben mit den Tablets noch in den Händen erstarrt. Das Licht spiegelte sich auf dem glänzenden Holzboden wie auf einer Wasseroberfläche. Sophia sah Alexander, wie er seine Tochter anstarrte, und dann blieb sein Blick auf der Serviette hängen, die er hielt. Er hatte sie gelesen, jede zittrige Kritzelei eines 6-jährigen Mädchens. Sie schwieg. Sie wusste, dass er schweigend unter Schock stand. Ein Mann, der es gewohnt war, ein ganzes Imperium zu führen, verlor seine Fassung wegen ein paar geschriebener Zeilen. Seine Hand drückte das Papier,
seine Knöchel waren weiß. Das Geräusch des Regens draußen am Fenster wurde klarer, als würde jeder Tropfen die dichte Luft durchdringen. Alexander hob den Kopf. Im Lichtreflex hatten sich seine Augen verändert. Sie hatten nicht mehr den üblichen kalten Glanz eines Menschen, der nur von der Vernunft lebt. Es war der Blick eines Vaters, der gerade etwas Schreckliches erkannt hatte, das er monatelang ignoriert hatte. Valerie rührte sich auf ihrem Platz. Ihre Stimme klang sanft und süßlich falsch. »Du bist ein Narr, Alexander. Glaubst du dem Wort einer Serviertochter? Sie macht nur eine Show, sie will nur Aufmerksamkeit.« Sophia antwortete nicht. Ihre Hand umarmte Isabelle weiter und streichelte sanft den Rücken des Mädchens, um sie zu trösten. »Alles wird gut, Schatz. Ich bin hier.« Isabelle hob den Kopf, um sie anzusehen. Dieser Blick ließ Sophia innehalten. Es war eine sehr reale Angst in den Augen des Mädchens, aber gemischt mit einem zerbrechlichen Strahl von Vertrauen, dem Glauben eines Kindes, das zu oft verraten worden war, aber immer noch hoffte, dass jemand sich nicht abwenden würde. Alexander sah die beiden lange an. Sein Blick wanderte langsam von seiner Tochter zu der Frau, die vor Sorge zitterte, nicht um sich selbst, sondern um das Mädchen in ihren Armen. Und dann blickte er zu Valerie. Alle Erinnerungen, alle Partynächte, alle Rechtfertigungen in seiner Ehe spielten sich in seinem Kopf wie ein umgekehrter Film ab. Die Diskussionen, die Tränen und die Stille, an die er sich so gewöhnt hatte, dass er dachte, es sei Frieden. Er beugte sich vor und legte die Serviette auf den Tisch. Seine Augen waren nicht mehr wütend, nur leer. Dann blickte er seine Tochter an und dann die Frau vor ihm, die noch vor wenigen Minuten strahlend inmitten der Menge gelächelt hatte. In einem Augenblick wurden all seine Jahre der Macht bedeutungslos. Er seufzte sanft, als würde er eine schwere Last ablegen, die er zu lange getragen hatte. Seine Stimme war tief, fest, aber nicht laut. Sie ist die einzige in diesem Raum, die noch weiß, was richtig und was falsch ist. Der ganze Tisch hielt den Atem an. Einige Gäste drehten sich leicht weg und vermieden Valeries Blick. Valerie sprang auf. Ihre Stimme war scharf und verzerrt. »Du hast den Verstand verloren, hier, vor dem Kind.« Alexander antwortete nicht. Er beugte sich vor und hob Isabelle hoch. Das Mädchen kuschelte sich an seine Schulter, ihre Arme umklammerten den Hals ihres Vaters. »Kinder, wir gehen«, sagte er leise. Seine Stimme war nicht laut, aber alle hörten sie. Sophia trat zurück und machte ihnen Platz. Niemand am Raum wagte zu sprechen. Das Geräusch von Alexanders Schuhen hallte gleichmäßig auf dem Holzboden wider, begleitet vom Geräusch der sich öffnenden Tür und dem hereinströmenden Regen. Valerie stand immer noch da. Ihre Hände klammerten sich an den Tischrand. Wut und Angst waren miteinander verflochten. »Sie hat mein Leben ruiniert«, schrie ihre Stimme, gebrochen vom Geräusch des Regens. Aber Alexander war bereits mit seiner Tochter in der Nacht verschwunden. Sophia blieb allein in der Mitte des unordentlichen Saales zurück. Der Oberkellner, das Personal, die Gäste, alle flüsterten und rätselten, was geschehen war. Alles um sie herum wurde seltsam, verzerrt, als wäre die Welt gerade aus ihrer ursprünglichen Umlaufbahn geraten. Sie blickte nach unten und sah das zerbrochene Glas zu ihren Füßen. Das Glasscherben spiegelte das goldene Licht wider, flackernd wie Erinnerungsstücke. Sie bückte sich, um es aufzuheben. Ihre Finger schnitten sich versehentlich an der scharfen Kante. Blut tropfte dunkelrot, aber sie spürte keinen Schmerz. Eine sanfte Stimme sprach an ihrem Ohr, die des Oberkellners. »Sophia, gehen Sie heute Abend, bleiben Sie nicht länger.« Sie nickte, ohne zu sprechen, nahm ihren Mantel und ging in den Gang. Draußen regnete es immer noch. Die kalte Luft betäubte ihre Hände. Gerade als sie durch die Tür trat, blitzte ein Licht auf, ein Kamerablitz. Eine Reporterstimme drang aus der Menge draußen. »Herr Huber hat gerade seine Scheidung bekannt gegeben. Wer ist die Frau, die ihn begleitet?« Sophia hielt einen Moment inne. Sie verstand nicht, wen sie meinten. Dann begriff sie. Sie sprachen von ihr. Die Blitze flackerten ununterbrochen und zielten direkt auf ihr Gesicht. Sie bedeckte ihre Augen mit der Hand und fühlte, wie Dutzende von Blicken ihren letzten Frieden zerrissen. Vorne umarmte Alexander Isabelle immer noch und ging schnell den Weg entlang. Das Mädchen drehte sich um Sophia durch den Regenvorhang anzusehen. Ihre Augen zeigten immer noch Angst, aber es lag etwas Wärmeres darin. Vertrauen. Sie erkannte etwas. Dieses Kind hatte sich entschieden, ihr zu vertrauen, und deshalb konnte sie ihr nicht den Rücken kehren. Ein paar Minuten später startete ein Motor, und das rote Rücklicht des Autos verschwand am Regen. Sophia blieb allein unter dem Vordach stehen. Der Regen durchnässte ihr Haar und tropfte ihren Nacken hinunter auf ihre Uniform. Die Nachricht verbreitete sich schnell. Auf dem Bildschirm eines Fernsehers in der nahegelegenen Bar lief eine Überschrift. CEO Huber verlässt die Rosenstube mit seiner Tochter. Missbrauchsverdacht. Sie sah die Überschrift am Fenster gespiegelt. Es schien, als blickte sie auf ihr eigenes Urteil. In ihrer Manteltasche war die Serviette durchnässt. Die Tinte verlaufen, nur ein paar verschwommene Zeilen blieben. Aber sie sah sie immer noch klar. Sophia ballte die Faust.
Das Zittern hörte immer noch nicht auf. Alles in ihr war ein Chaos, Angst, Sorge und eine seltsame Ruhe. Sie hatte gerade die Welt eines anderen zum Einsturz gebracht. Aber sie wusste, dass sie, wenn sie es nicht getan hätte, nicht mit sich selbst leben könnte. Auf der anderen Straßenseite bog der Polizeiwagen in die Gasse ein. Das blaue Licht spiegelte sich in den Regenpfützen. Sophia drehte sich um und ging in den Regen. Ihre Schritte waren langsam, fest und schwer. Auf der Straße leuchteten die Plakate der Huber AG immer noch hell. Der Slogan Zukunft gestalten blitzte in der Nacht. Sie hob den Kopf, um zu blicken, und lächelte dann sanft, ein müdes, aber stolzes Lächeln. Zukunft gestalten. Aber wessen Zukunft? Sie drückte die nasse Serviette in ihre Hand und ließ den Regen auf ihre Schulter fallen, wie eine Erinnerung. Sie hatte ihre Komfortzone verlassen und konnte nicht mehr zurück. Aber in dieser Nacht, zwischen dem Geräusch des Regens und den Lichtern der Stadt, verstand Sophia eines: In der Welt der Mächtigen ist die Wahrheit niemals umsonst, und sie hatte gerade den ersten Preis dafür bezahlt, ihren eigenen Frieden. Wenn ihr Kind vor Angst zitterte, würden sie schweigen oder einen Schritt nach vorne machen? Sophia ging ihr am kalten Regen nach Hause. Die Straßen waren leer, nur die Straßenlaternen spiegelten sich auf der Wasseroberfläche, die sich wie Ölflecken ausbreitete. Sie trug keinen Regenschirm. Die Regentropfen fielen auf ihr Haar und durchnässten ihren Nacken, salzig wie der Geschmack der Angst, die immer noch in ihrem Mund verweilte. Als sie das alte Mehrfamilienhaus erreichte, musste sie mehrmals wegen Müdigkeit anhalten. Ihre Schuhe rutschten, ihre Fersen waren vom langen Dienst geschwollen. Sie öffnete die Tür zu ihrer kleinen Wohnung, ohne das Licht einzuschalten. Der Raum war dunkel, nur die Lichter der Autos von draußen drangen durch das Fenster und glitten langsam die Wand hinunter wie Wasserschatten. Sie zog ihre Schürze aus und hing sie über den Stuhl. Die zerknitterte Serviette legte sie auf den Tisch, neben die kalte Tasse Morgentee. In ihrem Kopf kehrten alle Geräusche des Restaurants zurück. Das Klirren des fallenden Glases, Valeries Schrei und dieser Blick, ein kalter, arroganter Blick, wie der von jemandem, der geschworen hat, nicht zu vergeben. Sie fürchtete die öffentliche Meinung nicht. Aber dieser Blick ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Es war nicht der Blick der Wut des Verlierers, sondern der Blick von jemandem, der sich weigert, besiegt zu werden. Dann zog Sophia die Vorhänge zu, schloss die Tür ab und setzte sich auf den Boden, ihren Kopf umklammernd. Alles in ihr fühlte sich gleichzeitig leichter und schwerer an. Sie hatte ein Kind gerettet, aber gleichzeitig ein menschliches Tier erweckt. Draußen leuchtete die Stadt immer noch. Die Nachrichten über die Scheidung verbreiteten sich schnell. Auf ihrem Telefon blinkten ununterbrochen Schlagzeilen. Huber AG von Familienskandal erschüttert. Berühmter CEO wegen Kindesmisshandlung angeklagt. Quelle: Restaurantangestellte. Sophia lächelte bitter. Sie legte das Telefon aufs Bett, ohne weiterzulesen. Sie wollte nicht wissen, wie sie jetzt genannt wurde. Das Zimmer war still. Der Regen fiel gleichmäßig auf das Metalldach und klang, als würde jemand sanft anklopfen. Die Gedanken, die sich in ihrem Kopf drängten, sagte sie zu sich selbst: Ich habe das Richtige getan. Und dann flüsterte sie: Aber wenn es das Richtige ist, warum tut es dann so weh? Zur gleichen Zeit saß Alexander Huber in der Huber-Villa mit Isabelle I. am Wohnzimmer. Der Raum war hell, aber nicht warm. Das Licht spiegelte sich in den perfekten Bildern an der Wand. Alles war zu ordentlich, zu sauber, bis hin zur mangelnden menschlichen Wärme. Das Mädchen kuschelte sich auf dem Sofa, die Hände um einen kleinen Gegenstand gekrallt, Sophias Namensschild, das sie vergessen hatte. Isabelles Finger drückten es so fest, dass ihre Handfläche rot war. »Hallo Isabelle, möchtest du Papa etwas sagen?« Alexanders Stimme war tief, langsam, als hätte er Angst, dass seine eigene Stimme seine Tochter erschrecken würde. Das Mädchen antwortete nicht, blickte auf den Boden, die Lippen zusammengepresst. Nur eine stille Träne lief ihre Wange hinunter und landete auf dem glänzenden Metallschild. Alexander seufzte. Er hatte Hunderte von Verhandlungen über Hunderte von Millionen Franken mit nur einer Unterschrift gelöst. Er konnte das Schicksal eines ganzen Unternehmens ändern, aber in diesem Moment wusste er nicht, was er seiner eigenen Tochter sagen sollte. Er kniete sich auf die Augenhöhe des Mädchens. »Ich weiß, du hast Angst, aber du musst keine Angst mehr haben. In Ordnung?« Isabelle antwortete nicht, schüttelte nur leicht den Kopf und drückte das Schild fester. »Vermisst du die Frau?« fragte Alexander. Isabelle nickte. Eine winzige Stimme klang zittrig wie der Wind. Sie hatte keine Angst vor Mama. Sie sagte, ich sei jetzt in Sicherheit. Alexander war fassungslos. Dieser Satz fiel wie ein Urteil. Er, der mächtige Vater, hatte seiner Tochter nie das Gefühl gegeben, sicher zu sein. Er blickte das zitternde Mädchen vor sich an. Und in diesem Moment wurde ihm klar, dass seine Schuld nicht bei Valerie lag, sondern bei ihm selbst. In all den Zeiten, in denen er geschwiegen hatte, in dem blinden Glauben, dass alles mit Vernunft kontrolliert werden könne. Er erinnerte sich an die Nacht am Restaurant,
als Valerie die Hand der Serviertochter mit einer kalten Stimme wie ein Messer wegschlug. »Ich will den Geruch ihrer Hände nicht auf meinem Kleid.« Und er, Alexander Huber, der Mann, der sich für rational hielt, hatte nur einen Satz gesagt: »Kümmern Sie sich darum.« Er dachte, er würde seine Familie schützen, aber in Wirklichkeit hatte er sich auf die Seite des Stärkeren gestellt und der Wahrheit den Rücken gekehrt, einer Wahrheit, die direkt vor seinen Augen in Form einer kleinen, schweißnassen Serviertochter zitterte. Ein langsames, tiefes Gefühl der Reue stieg auf, wie eine unsichtbare Wunde. Er legte sanft seine Hand auf die Schulter seiner Tochter und sagte mit erstickter Stimme: »Es tut mir leid, dass ich dich nicht früher gesehen habe.« Isabelle hob den Kopf. Ihre Augen waren rot und geschwollen. »Kommt die Frau zurück, Papa?« Alexander schwieg lange. Dann sagte er leise: »Ich werde sie finden, ich verspreche es dir.« Das Mädchen blinzelte, als würde sie glauben, dann kuschelte sie sich an seine Brust. Zum ersten Mal seit vielen Monaten konnte sie schlafen. Ein unruhiger Schlaf, aber zumindest ohne Tränen. Als Isabelle eingeschlafen war, ging Alexander auf den Balkon. Der Regen hatte aufgehört, aber die Luft war immer noch schwer und feucht. Ein schwacher Mond beleuchtete die Büsche, die noch Wassertropfen trugen. Er öffnete sein Telefon und scrollte durch die Schlagzeilen. Sophias Bild erschien überall, hastig aufgenommene Fotos, ihr müdes Gesicht, ihre tiefen, aber festen Augen, unter jedem Artikel Hunderte von bitteren Kommentaren. Er schaltete den Bildschirm aus und drückte das Telefon zusammen. Dieses Mädchen hatte seine Tochter gerettet, und er hatte sie alles verlieren lassen. Ihren Job, ihre Ehre, sogar ihren Frieden. Alexander ging langsam zu seinem Schreibtisch, wo alles ordentlich war. Er öffnete seinen Laptop und griff auf das System der Rosenstube zu, wo seine Firma Anteile besaß. Sophias Profil erschien: Sophia Walser, Teilzeitangestellte, keine Angehörigen, Vermerk, keine feste Adresse. Eine kleine Zeile am Ende verblüffte ihn: Vermerk, mehrfach umgezogen, derzeit vorübergehend am Taubenquartier wohnhaft. Er saß unbeweglich da, die Augen auf den Bildschirm gerichtet. In seinem Kopf erschien wieder das Bild von ihr, wie sie das Restaurant verließ, ihr nasser Mantel, ihr zerzaustes Haar, immer noch geneigt, das Mädchen in ihren Armen zu schützen. In diesem Moment hatte er nur eine Angestellte gesehen, die einen Fehler gemacht hatte. Jetzt sah er eine Frau, die so mutig war, dass er sich selbst schämte. Er lehnte sich sanft in den Stuhl zurück und blickte an die Decke, wo das Licht einen blassgelben Heiligenschein spiegelte. Er hatte in seinem Leben nie Angst vor etwas gehabt. Er hatte keine Angst, Geld zu verlieren, keine Angst vor Versagen, keine Angst vor seinen Rivalen. Das Einzige, wovor er Angst hatte, war, das Gefühl zu verlieren, Papa genannt zu werden. Und diese Nacht hielt ihn genau diese Angst wach. Er öffnete seine E-Mails und tippte eine kurze Zeile an seinen vertrauten Assistenten: Ich benötige die Informationen von Frau Sophia Walser. Adresse, aktueller Status, so schnell wie möglich. Als er auf Senden drückte, blieb er sitzen und lauschte dem Geräusch des Windes, der durch das Fenster drang. In ihm veränderte sich etwas, dieses Gefühl, das er lange vergessen hatte, echte Reue. Am nächsten Morgen, als das erste Sonnenlicht durch die Vorhänge drang, hatte Sophia noch nicht geschlafen. Sie saß am Tisch und blickte auf die Serviette, die getrocknet war. Die Kinderhandschrift war immer noch klar: Sie tut mir weh. Sie streichelte sanft die Oberfläche des Papiers und seufzte. Doch ein Teil von ihr wollte alles aufgeben. Diese Stadt, diesen Job, die neugierigen Blicke, aber ein tieferer Teil flüsterte: Das ist noch nicht vorbei. Draußen am Fenster schien das Licht auf das Glas und erzeugte einen verschwommenen Fleck, wie das Zeichen eines neuen Morgens. Sie lächelte sanft, müde, aber nicht verzweifelt. Auf der anderen Seite der Stadt saß Alexander in seinem Auto und blickte auf das kleine Gebäude in der Straße des Taubenquartiers. In seiner Hand hielt er das metallene Namensschild, das seine Tochter die ganze Nacht festgehalten hatte. Seine Finger glitten sanft über die Worte Sophia Walser. Dann atmete er tief durch und sagte mit tiefer, fester Stimme: Es ist Zeit, das zu reparieren, was ich kaputt gemacht habe. Im 3. Stock öffnete Sophia das Fenster und atmete die frische Morgenluft ein, spürte die erste Sonne des Tages. Sie wusste nicht, dass in nur wenigen Minuten der Mann, der sie gedemütigt hatte, unten stehen würde, nicht um Befehle zu erteilen, sondern um Vergebung zu bitten. Am nächsten Morgen war der Himmel grau wie Asche. Schwere Wolken hingen tief und kündigten einen weiteren Sturm an. Sophia hatte gerade ihre Tasse Kaffee zubereitet. Der bittere Duft verbreitete sich in der kleinen Wohnung. Sie wollte gerade ein paar Wildblumen in die alte Glasvase stellen. Eine kleine Angewohnheit, die ihr half, inmitten so aufregender Tage ruhig zu bleiben. Etwa eine halbe Stunde später, gerade als sie ihre Tasse Tee zubereitet hatte, klingelte es an der Tür. Dann hörte sie Schritte am Flur, langsam, schwer, dann blieben sie vor ihrer Tür stehen. Ein Klopfen, dann 2,
Dann 3, kräftig, schnell und so vertraut, dass ihr Herz stillzustehen schien. Sophia erstarrte, die Kaffeetasse wäre ihr fast aus der Hand gefallen. Niemand kannte diese Adresse, außer ein paar ehemalige Kollegen. Sie ging zur Tür, ihre Stimme vorsichtig. »Entschuldigung, wer ist da?« Eine raue, heisere Stimme antwortete, gemischt mit Müdigkeit und Spott. »Wohnst du immer noch hier, Sophia?« Sie erstarrte. Reto, der Mann, den sie einst geliebt hatte und vor dem sie fliehen musste, stand vor der Tür. Sein Hemd war zerknittert, seine Krawatte locker, sein Gesicht zeigte eine klare Gleichgültigkeit, eine Mischung aus Bitterkeit und alter Trunkenheit. »Ich möchte nur reden«, sagte er und sah sich um, als hätte er Angst, dass jemand zusah. »Nach allem, was du angerichtet hast, solltest du dir meine Erklärung zumindest anhören.« Sophia klammerte sich an den Türknauf, ihre Stimme ruhig, aber angespannt. »Es gibt nichts zu erklären, Reto. Du hast mich alles verlieren lassen.« Reto lächelte bitter. »Ich habe auch alles verloren wegen dir.« Seine Stimme erhob sich, gemischt mit Wut und Schmerz. »Glaubst du, ich habe vergessen? Du warst der Star der Vision Group, die Kreativdirektorin, die eine Rede hielt, die das ganze Auditorium zum stehenden Applaus brachte. Und ich war nur derjenige, der dahinter stand. Die Leute sagten, ich würde meine Frau ausnutzen.« Sophia wich zurück, ihr Herz klopfte heftig. »Ich wollte nie, dass du dich klein fühlst, Reto.« Reto lachte sarkastisch, seine Augen trüb. »Aber du hast mich jeden Tag so fühlen lassen.« Er schlug hart gegen den Türrahmen. Das Geräusch des Holzes hallte wieder. »Das Gefühl, von der eigenen Frau bemitleidet zu werden, hat mich langsam getötet, Sophia.« Sie schüttelte leicht den Kopf und versuchte, die Stimme ruhig zu halten. »Du hast dich selbst mit diesem Stolz getötet, niemand sonst.« »Stolz?« lachte er, ein trockenes, verzerrtes Lachen. »Als du mich verlassen hast, hast du alles zerstört, was ich hatte. Meine Ehre, meine Karriere, das Vertrauen meiner Kollegen. Glaubst du? Ich weiß das nicht. Du warst es, die mich bei Vision gemeldet hat. Aber du hattest keine Beweise, also haben wir am Ende beide verloren.« Sophia schwieg. Jedes Wort, das er sagte, rieb an einer alten Wunde. »Du verstehst es immer noch nicht, oder?« sagte sie leise. »Ich bin zurückgetreten, weil ich dachte, du bräuchtest eine Chance. Ich dachte, Liebe könnte dich retten, aber ich habe mich geirrt. Du hast Firmeninformation verkauft, Reto. Du hast alle verraten, die dir vertraut haben, einschließlich mir.« Reto starrte sie an, seine Augen glänzten vor Müdigkeit und Bosheit. »Glaubst du, ich bereue es? Ich bereue nur, dass ich nicht weitergegangen bin, bevor sie mich erwischt haben.« Sophia ballte die Faust. »Geh weg von hier, Reto, oder?« Vielleicht spottete seine Stimme, wurde leiser. »Wirst du deinen neuen Mann rufen, um dich zu beschützen? Wo ist dein Multimillionär?« Ein Geräusch hallte auf der Treppe wieder. Dann drehten sich beide um. Alexander erschien, weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, sein Gesicht kalt und scharf wie Stahl. »Hier«, sagte er langsam, jedes Wort klar, »und ich rate Ihnen zu gehen, bevor Sie mehr verlieren als nur Ihre Ehre.« Reto verzog das Gesicht und wich einen halben Schritt zurück. »Ah, Herr Huber, die Gerüchte stimmten also.« Er wandte den Blick Sophia zu und lächelte bitter. »Ich muss sagen, Ihr Geschmack ist überraschend.« Alexander änderte seinen Ausdruck nicht. Er machte einen weiteren Schritt, seine Stimme tief, fest und gefährlich. »Sie stehen vor der Tür einer Frau, der Sie einst Unrecht getan haben. Sie haben 2 Möglichkeiten. Gehen Sie wie ein Mann, oder ich rufe sofort die Polizei.« Ein kurzes Schweigen. Reto starrte ihn an, sein Lächeln verschwand allmählich. Alexander schließlich trat zurück, seine Stimme klein, aber schwer wie eine Warnung. »Seien Sie vorsichtig, Huber. Sie kennen sie nicht so gut wie ich.« Sophia klammerte sich an den Türknauf, ihre Lippen zitterten. Alexander legte seine Hand sanft, aber fest auf die Tür. Die Tür schloss sich, das Geräusch des Riegels hallte sanft wieder und trennte sie vom Spott draußen. Das Zimmer verfiel in Stille, nur das Geräusch des Regens, der auf das Metalldach prasselte, war zu hören. Sophia lehnte sich an die Wand, ihre Schultern zitterten. Alexander sah sie an, seine Stimme wurde sanfter. »Geht es Ihnen gut?« Sie nickte, aber die Tränen stiegen unaufhaltsam auf. »Es tut mir leid, das hätten Sie nicht sehen sollen.« Alexander schüttelte sanft den Kopf. »Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich kam wegen meiner Tochter, aber es scheint, ich bin genau zur richtigen Zeit gekommen.« Sophia versuchte ein schwaches Lächeln und wischte sich die Tränen mit der Hand weg. »Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen, aber er findet immer einen Weg, mich zu finden, wie die Dunkelheit, die sich weigert, sich zu zerstreuen.« Alexander schwieg einige Sekunden und setzte sich dann auf einen Stuhl. Seine Stimme war tief, langsam, voller Nachdenklichkeit. »Können Sie mir die Geschichte zwischen Ihnen beiden erzählen?« Sie sah ihn an, zögerte und nickte dann sanft. »Wir haben uns bei der Vision Group kennengelernt. Ich war bereits Kreativdirektorin und er hatte gerade erst angefangen. Reto war intelligent, leidenschaftlich und voller Unsicherheit. Ich glaubte an ihn, unterstützte ihn und verliebte mich schließlich in ihn.« Sie lächelte sanft,
ein bitteres Lächeln. Ich dachte, mit Liebe allein würde alles gut werden, aber es stellte sich heraus, dass Liebe den Stolz nicht retten konnte. Er konnte es nicht ertragen, dass seine Frau mehr geschätzt wurde. Ich gab meine Position auf, überließ ihm die Gelegenheit, nur um meine Ehe zu retten, und in diesem Moment begann er sich zu ändern. Alexander sagte nichts, hörte nur zu. Er begann zu trinken, zu beschuldigen und dann zu betrügen. Eines Tages entdeckte ich, dass er Firmeninformationen an die Konkurrenz verkaufte. Als ich drohte, ihn anzuzeigen, versprach er, sich zu ändern, aber ein paar Wochen später wurde ich stattdessen angeklagt. Und sie senkte sanft den Kopf. Er ließ die ganze Schuld auf mich fallen. Ich verlor meinen Job, meine Ehre. Ich verlor alles. Sophias Stimme wurde tiefer, müder. Die Scheidung war der einzige Ausweg, aber selbst nach der Trennung suchte er immer noch einen Weg zu beweisen, dass ich ohne ihn nicht leben konnte. Er rief mich an, kam zu mir nach Hause, schickte mir Drohnachrichten. Ich bin 3-mal umgezogen und ich kann immer noch nicht entkommen. Alexander sah sie an. Sein Blick wurde sanfter mit einem Hauch von Bewunderung. Sie haben die Hölle durchgemacht, sagte er leise. Aber sie bewahren immer noch ihre Güte. Das kann nicht jeder. Sophia hob den Kopf. Ihr Blick traf den seinen, strahlend, aber fest. Ich bin nicht stark. Ich will nur nicht wie sie sein. Eine Stille legte sich. Draußen fiel der Regen gleichmäßig und vermischte sich mit der Wärme, die sich am Raum ausbreitete. Alexander lächelte, ein sehr seltenes Lächeln. Die Serviertochter hat mir eine Lektion erteilt, die all meine Jahre der Macht nicht lehren konnten, dass Güte immer mehr wert ist als Position. Sophia lächelte sanft, erstickt, aber erleichtert. Er stand auf und richtete seinen Hemdkragen. Ich lasse Sie sich ausruhen, aber schließen Sie die Tür Ihres Herzens nicht. In Ordnung. Sie lächelte müde, aber warm. Ich wage es noch nicht einmal, die Tür meines Hauses zu schließen. Wie soll ich die meines Herzens schließen? Beide lachten, ein kleines, echtes und seltsam friedliches Lachen nach einem Sturm. Alexander öffnete die Tür und drehte sich um zu sagen, Isabelle möchte Sie sehen, vielleicht morgen, wenn Sie einverstanden sind. Sophia nickte, ihre Augen wurden sanfter. Ich vermisse Sie auch. Er nickte sanft und ging. Sein Schatten verschwand langsam am langen, schummrigen Flur. Sophia schloss die Tür und lehnte sich an das Holz. Die Wohnung war wieder ruhig. Sie dachte an Alexander, an Isabelle und an das Lächeln von eben. Das erste echte Lächeln seit vielen Monaten. Sie bereitete sich eine weitere Tasse Tee zu und setzte sich an den Tisch. Dann klingelte es an der Tür. 1-mal, 2-mal, 3-mal. Sophia hob den Kopf und lächelte sanft, spürte eine flüchtige Wärme. Sie dachte, er hätte etwas vergessen. Sie ging zur Tür, wischte sich die Hände ab, während sie durch die Tür sagte, ich sagte Ihnen, Sie sollen sich ausruhen, Alexander. Sie müssen nicht zurückkommen. Sie drehte den Türken auf und zog sanft. Das Lächeln verschwand. Vor ihr stand nicht Alexander, sondern Valerie Huber. Valerie trug einen grauen Mantel. Ihr Haar war nass, ihr Gesicht blass, aber ihre Augen leuchteten voller Berechnung. Sie neigte den Kopf, ihre Lippen kräuselten sich. Entschuldigen Sie die Verspätung, sagte Valerie mit sanfter, gleichmäßiger Stimme. Jedes Wort fiel wie ein Messer. Wir müssen reden, Serviertochter. Die Kälte strömte herein und brachte den Geruch von Regen und teurem Parfüm mit sich. Sophia wich instinktiv zurück. Ihre Hand klammerte sich an den Türrahmen. Valeries Lächeln änderte sich nicht. Halb sanft, halb bösartig. In ihren Augen brannte etwas langsam, sowohl Hass als auch die Freude, ihre Gegnerin vor Angst zittern zu sehen. Sophia schluckte, ihre Stimme leicht zitternd. Sie sind aus dem Gefängnis entlassen worden? Valerie lachte sanft und neigte den Kopf. Oh, wissen Sie, jemand wie ich bleibt nie lange an einem Ort. Einige Leute bei der Polizei schulden mir noch ein paar Gefallen. Auf der nebligen Straße stand ein schwarzes Auto ein paar Meter entfernt. Reto beugte sich vor, um aus dem Fenster zu blicken. Seine Lippen kräuselten sich leicht. Genau wie ich dachte, wenn sich 2 Frauen treffen, beginnt die Hölle wirklich. Die kleine Wohnung roch immer noch nach dem Regen, der nicht aufhören wollte. Wassertropfen glitten langsam am Glas herunter und spiegelten das gelbliche Licht der Straße wider. Sophia stand vor Valerie, ihre Hände klammerten sich an den Tischrand, um nicht zu zittern. Valerie machte einen weiteren Schritt. Ihre Absätze klapperten scharf auf dem Holzboden. Ihre Stimme war gleichmäßig und kalt wie eine frisch geschliffene Klinge. Wissen Sie, ich kam schneller raus, als manche Leute bei der Polizei dachten. Einige schulden mir noch ein paar Gefallen. Sophia wich zurück, ihre Augen auf das Gesicht der Frau gerichtet. Der Frau, die einst einen ganzen luxuriösen Saal in die Knie gezwungen hatte und die jetzt wie ein wiederbelebter Geist in ihrer kleinen Wohnung stand. »Was wollen Sie hier?« Ihre Stimme brach. »Ich habe nichts, was Ihnen gehört.« Valerie lächelte, ein Lächeln gemischt mit Arroganz und Bitterkeit. »Nichts?
Sie haben mir alles genommen. Ich habe meinen Ruf verloren, meinen Mann, die Tochter, die mich einst Mama nannte. Und jetzt sieht Alexander sie an, als wären sie eine Retterin. Verstehen Sie dieses Gefühl? Sophia schüttelte sanft den Kopf, ihre Stimme müde, aber immer noch ruhig. Ich habe Ihnen nichts genommen, Valerie. Ich habe nur das Richtige getan. Valerie neigte den Kopf, ihr Blick blitzte mit metallischer Kälte Pirma am schwachen Licht. Richtig? Dieser Welt ist es egal, was richtig oder falsch ist. Es ist ihr nur wichtig, wer gewinnt und wer verliert. Und glauben Sie mir. Sie kam näher, ihr kalter Atem streifte Sophias Wange. Sie werden nicht gewinnen. Sophia blieb unbeweglich, wich nicht mehr zurück. Sie spürte nur den Geruch von teurem Parfüm, vermischt mit der feuchten Regenluft, dicht und erstickend. Valerie beugte sich sanft vor, ihre Stimme leise. Ich werde alles zurückholen, indem ich Sie das verlieren lasse, was Sie in Ihren Händen zu halten glauben. Ein Moment der Stille verging. Die kleine Wohnung schien den Atem anzuhalten. Sophia antwortete nicht. Ihre Augen trafen die von Valerie, ein Blick, der mehr enthielt als Angst. Es war das Bewusstsein, dass diese Frau nie aufhören würde. Valerie verzog leicht das Gesicht, drehte sich um, ihre weiße Hand ergriff den Türknauf. Bevor sie ging, hielt sie inne, ihre Stimme fiel langsam in die Luft. Manche Leute öffnen die Tür aus Vertrauen, andere aus Angst. Ich frage mich, zu welchem Typ sie gehören. Die Tür schloss sich, das Geräusch der Absätze verschwand allmählich und vermischte sich mit dem Prasseln des Regens am Flur. Der Schatten der Frau schloss die Tür und hinterließ den Geruch von teurem Parfüm und eine alte Angst, die gerade wiederbelebt worden war. Sophia blieb lange stehen. Die Kälte, die durch den Türspalt drang, ließ sie zum ersten Mal seit Jahren richtig zittern. Nicht Angst vor dem Tod, sondern Angst, zurück in den Albtraum gezogen zu werden, den sie überwunden zu haben glaubte. Zur gleichen Zeit in der Huber-Villa brannte das Licht am Arbeitszimmer immer noch. Alexander war gerade zurückgekehrt. Seinen durchnässten Mantel hängte er an den Garderobenständer. Er schenkte sich ein Glas Wein ein, aber bevor er trinken konnte, klingelte das Telefon. Die Stimme seines Privatanwalts klang am anderen Ende der Leitung. Hastig, aber leise. Herr Huber, ich habe gerade die Nachricht erhalten. Frau Valerie wurde auf Bewährung entlassen. Jemand aus höheren Kreisen hat interveniert. Ihr Name wurde vorübergehend von der Ermittlungsliste gestrichen. Alexander hielt inne. Das Weinglas stoppte in der Luft. Wie lange ist das her? Heute Morgen. Sie verließ die Haftanstalt, bevor die Akte aktualisiert wurde. Er stellte das Glas ab und blickte in die Ferne. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Klar, präzise und unbestreitbar. Er kannte Valerie. Sie würde nie schweigend verschwinden. Danke, sagte er kurz und legte auf. Er blieb allein in der Mitte des großen Zimmers. Das Ticken der Uhr hallte wieder. Der Regen draußen am Fenster wurde stärker. Die Lichter der Stadt spiegelten sich am Glas in verschwommenen Flecken, wie verwischte Blutflecken. Alexander seufzte, dann nahm er das Telefon und rief seine Sekretärin an. Rufen Sie Valerie Huber morgen Vormittag in mein Büro. Die andere Seite zögerte. Herr, ich muss ihr einen Grund nennen. Er antwortete nicht. Seine Stimme war ruhig bis hin zur Kälte. Sagen Sie ihr einfach, es ist Zeit, die Scheidungspapiere zu finalisieren. Er legte auf, stand da und blickte auf den Regenvorhang. Seine Stimme klang sanft, kaum hörbar für sich selbst. Diesmal werde ich nicht zulassen, dass jemand meine Tochter wieder erschreckt. Nie wieder. Auf der anderen Seite der Stadt saß Sophia immer noch am Tisch. Die Tasse Tee war kalt geworden. Der Dampf war längst verschwunden. Sie streichelte sanft die kleine Narbe an ihrem Handgelenk. Eine alte Verbrennung aus ihrer Zeit in der Restaurantküche. Eine Narbe, von der sie dachte, sie sei verblasst, brannte jetzt. Ein Donner grollte in der Ferne, wie der Herzschlag der Angst. Die Wohnung bebte sanft. Sie sagte zu sich selbst fast wie ein Gebet, ich darf keine Angst haben. Aber als sie aus dem Fenster blickte, durch den dichten Regenvorhang, wusste sie mit Sicherheit, dass die Angst immer noch da war, still und geduldig wartend. Zur gleichen Zeit am schwarzen Auto, das am Fuß des Gebäudes parkte, saß Valerie auf dem Rücksitz. Das Feuer eines Feuerzeugs beleuchtete die Hälfte ihres Gesichts. Eine Hälfte hell, die andere in Dunkelheit getaucht. Sie machte einen Anruf, ihre Stimme sanft wie ein Flüstern. Ich will, dass Sie ihr folgen. Jeder Ort, an den sie geht, jede Person, die sie trifft, sie darf ihnen nicht aus den Augen verschwinden. Am anderen Ende antwortete eine männliche Stimme kurz. Verstanden, Frau Huber. Valerie lächelte und blies den Zigarettenrauch durch den Fensterspalt. Der Rauch löste sich langsam in der regnerischen Nacht auf und trug ein Murmeln mit sich, wie einen Fluch. Es ist Zeit. Jeder hat eine Schwachstelle, selbst diejenigen, die sich für Helden halten. Am nächsten Morgen saß Alexander am Büro seines Privatanwalts. Die Luft war kalt, so still, dass man das gleichmäßige Geräusch der Klimaanlage hören konnte. Das Morgenlicht drang durch das Fenster
und verblasste auf dem polierten Holzschreibtisch. Er sprach mit tiefer, ruhiger Stimme, als hätte er jedes Wort seit der letzten Nacht vorbereitet. Ich werde ihr einen Ausweg bieten. Ich habe eine Geldsumme, die ausreicht, um überall neu anzufangen. Im Gegenzug wird sie aus meinem Leben und dem von Isabelle für immer verschwinden. Valerie saß ihm gegenüber, ihre Lippen kräuselten sich zu einem blassen, aber stacheligen Lächeln. Glauben Sie, Geld kann alles kaufen. Alexander, sogar mein Schweigen. Sie beugte sich nicht vor, ihre Augen glänzten am schwachen Licht des Zimmers. Was ich will, ist kein Geld. Ich will, dass sie bezahlt. Diese Serviertochter hat mir alles genommen, und ich werde ihr beibringen, was Verlust ist. Alexander schwieg, seine Hände waren verschränkt. Nur das Licht spiegelte sich in seinen Augen, kalt und tief wie Stahl. Wenn Sie diesen Weg wählen, sagte er langsam, gibt es kein Zurück mehr. Valerie stand auf und richtete den Kragen ihres Designermantels. Warum machen Sie sich so viele Sorgen um sie? Es ist pathetisch. Ein Mann wie Sie lässt am Ende auch das Herz über die Vernunft siegen. Sie ging. Die Tür schloss sich und hinterließ eine Spur von Parfüm und eine Leere schwerer Stille. Alexander stand auf. Sein Blick zeigte keine Wut, nur die kalte Wachsamkeit eines Vaters, der einmal zu viel vertraut hatte. Er nahm sein Telefon, seine Stimme leise und entschlossen. Überwachen Sie Sophia Walser genau. Verlieren Sie sie nicht aus den Augen. Informieren Sie mich über alles. Am Nachmittag saß Sophia in ihrer kleinen Wohnung. Sie hatte gerade eine Tasse Kaffee zubereitet und einen neuen Stellenantrag überprüft, den sie an diesem Morgen verschickt hatte. Das schwache Licht beleuchtete den Schreibtisch, der Dampf aus der Kaffeetasse beschlug die Schrift. Das Telefon klingelte, eine unbekannte Nummer. »Hallo, sprechen wir mit Frau Sophia Walser? Ich rufe vom Bistro Le Fleur an. Der Oberkellner möchte sich heute Abend mit Ihnen treffen. Wir sind sehr beeindruckt von Ihrem Lebenslauf. Hohes Gehalt, flexible Schichten.« Sophia zögerte. Alles war zu schnell, zu bequem, um wahr zu sein. Aber sie brauchte den Job, sie musste weiterleben. »Ja, ich komme.« Es wurde dunkel, als sie ankam. Das Bistro Le Fleur lag am Ende einer ruhigen Gasse. Es hatte gerade aufgehört zu regnen. Die Luft war feucht und roch nach gebratenen Paprika vom Stand nebenan. Die Tür des Restaurants stand halb offen. Sophia stieß sie sanft auf und trat ein. Es gab keine Kunden, nur ein schwaches gelbes Licht und einen Mann, der mit dem Rücken zu ihr an der Bar saß. »Entschuldigen Sie, ich komme, um den Oberkellner zu sehen.« Der Mann drehte sich um. »Reto.« Ihr Hals wurde trocken. »Du? Warum bist du hier?« Reto lächelte, ein Lächeln gemischt mit Alkoholgeruch und Verachtung. »Eine alte Freundin bat mich, mit dir zu reden. Sie sagte, du seist sehr hartnäckig.« Er kam näher, seine Stimme gedämpft und süß wie Gift. »Siehst du, Sophia, du hast mich verlassen und dein Leben ist nur Ärger. Komm zurück, ich kann dich beschützen.« Sophia wich zurück, ihre Hand umfasste den Riemen ihrer Tasche. »Ich brauche niemanden, der mich beschützt, schon gar nicht dich.« Reto lachte laut auf, ein trockenes, wankendes Lachen. »Dich vor Valerie Huber schützen zum Beispiel?« Sie erstarrte. »Genau. Sie hat mich bezahlt, um herzukommen. Und wenn ich dich nicht überzeuge, dann, dir eine Lektion zu erteilen.« Sophia drückte den Riemen ihrer Tasche, ihr Gesicht war blass. »Du solltest gehen, Reto.« Er zuckte mit den Schultern und machte einen halben Schritt näher. »Sophia, aber du bist immer noch dieselbe. Immer glaubst du, du seist stark, aber du verstehst es nicht. Ich konnte es nicht ertragen, von meiner eigenen Frau bemitleidet zu werden. Du hast mich jeden Tag klein fühlen lassen. Und du hast dich entschieden, mich zu verraten.« Seine Stimme war sanft, aber zitternd. »Ich wollte nur ein bisschen Stolz zurückgewinnen«, antwortete er und lächelte bitter. »Aber jetzt ist es zu spät. Du hast verloren, Sophia. Dein ganzes Leben ist nur ein Schatten der anderen.« Reto hob die Hand und packte ihr Handgelenk. Sophia schrie leise und versuchte sich zu befreien, als die Tür aufbrach. Das Licht von draußen strömte herein, zusammen mit dem Geräusch fester Schritte. Alexander stand da. Kein Gruß, keine überflüssige Bewegung. Sein Blick genügte, um die Luft zu verdicken. »Lassen Sie sie los!« Seine Stimme war nicht laut, aber so kalt, dass Reto sofort innehielt. Der Griff um Sophias Handgelenk lockerte sich und hinterließ nur eine unbeholfene Verwirrung. Alexander kam näher, nicht schnell, nicht gewalttätig, aber jeder Schritt war so schwer wie die ganze unterdrückte Wut. »Sie sind in einem öffentlichen Restaurant und bedrohen eine Frau, die Ihre Ehefrau war. Wollen Sie, dass ich die Polizei rufe, oder wollen Sie morgen früh in den Zeitungen darüber lesen?« Reto lächelte gezwungen und versuchte, seine Arroganz zu bewahren, aber seine Augen zögerten. »Glauben Sie, Sie können sie für immer retten, Huber? Auch Sie werden müde werden.« Alexander schwieg. Nur ein Blick genügte, damit Reto den Satz verschluckte. Er wandte sich Sophia zu, seine Stimme wurde sanfter. »Geht es Ihnen gut?« Sophia nickte sanft, ihre Hände zitterten immer noch. »Mir geht es gut.
Reto schnalzte mit der Zunge und drehte sich zur Tür, um einen letzten sarkastischen Kommentar zu werfen. Was für eine schöne Romanze. Seien Sie vorsichtig, Alexander. Sie weiß, wie man Männer bereuen lässt. Die Tür schloss sich hinter ihm, das Geräusch des Regens, vermischt mit seinen Schritten, verschwand in der Nacht. In der verbleibenden Stille lehnte sich Sophia an die Bar und atmete schwer. Alexander kam näher und hielt seine Stimme sanft, als hätte er Angst, sie würde zerbrechen. Niemand hat das Recht, sie mehr zu erschrecken. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, aber diesmal nicht nur aus Angst. Ich dachte, ich wäre stark, aber es stellt sich heraus, dass ich immer noch zittere wie ein Kind. Das ist in Ordnung, sagte er und legte sanft seine Hand auf ihre Schulter. Mutig zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Es bedeutet, standhaft bleiben zu können, auch wenn man zittert. Sophias Atmung stabilisierte sich allmählich. Sie hob den Kopf und lächelte sanft. Danke. Alexander nickte. Sie können hier nicht länger allein bleiben. Kommen Sie mit mir. Dort sind Sie sicherer. Sie schwieg, dann nickte sie sanft. Draußen begann der Regen wieder zu fallen, aber diesmal klang er nicht mehr wie eine Drohung. Es war nur das Geräusch des Wassers, das das Alte abwusch. Alexander öffnete die Tür und deckte sie mit seinem Mantel ab. Beide gingen hinaus. Das sanfte Straßenlicht warf 2 lange Schatten auf den nassen Boden. In diesem Moment wusste Sophia nicht, was die Zukunft bringen würde. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit glaubte sie, neben jemand anderem sicher sein zu können. Alexander fuhr Sophia zurück in seine Villa. Das Haus war groß und ruhig, völlig anders als die chaotische Welt draußen. Doch gerade als sie eintraten, rannte Isabelle aus dem Wohnzimmer, ihre Augen leuchteten auf, als sie Sophia sah. »Frau Walser!« Isabelle rannte und umarmte ihre Beine. Sophia setzte sich sanft, obwohl ihr Kopf immer noch schmerzte, und umarmte das Mädchen. »Ich bin hier, mir geht es gut.« Dieser Moment ließ Alexander schweigen. Er sah eine echte Verbindung, die Geld oder Macht niemals schaffen könnte. Nachdem der Privatarzt der Familie Sophias Wunde untersucht und verbunden hatte, führte Alexander sie in ein geräumiges Gästezimmer mit einem Fenster, das auf den grünen Garten blickte. »Ruhen Sie sich heute Nacht hier aus«, sagte er. Seine Stimme war sanfter geworden. »Dieser Ort ist sicher.« Als Isabelle eingeschlafen war, saßen die beiden zusammen am Wohnzimmer. Der Kamin knisterte, das warme Feuer tanzte an der Wand. »Danke«, sagte Sophia leise, »wenn Sie nicht gewesen wären.« »Es ist meine Schuld«, unterbrach Alexander. »Ich habe Valeries Wahnsinn nicht Er blickte ihr in die Augen. Zum ersten Mal sah sie in diesen mächtigen Augen Reue und eine Verletzlichkeit. »Ich war es gewohnt, alles mit Geld und Vernunft zu lösen, bis zu dem Punkt, an dem ich vergessen habe, dass es Dinge gibt, die man nicht kontrollieren kann.« Sophia schüttelte sanft den Kopf. »Es ist nicht Ihre Schuld. Die Welt von Menschen wie Ihnen. Ich gehöre nicht dazu. Aber Sie sind eingetreten«, sagte er, seine Stimme tief und warm. »Sie sind eingetreten und haben mir eine Lektion über Mut erteilt. Sie haben meine Tochter gerettet, Sophia. Diese Schuld werde ich Ihnen nie zurückzahlen können.« Er nahm sanft ihre Hand und drehte sie um. Die kleinen Schwielen ihrer Arbeit als Serviertochter waren darauf zu sehen. Er strich sanft mit dem Daumen darüber. »Sie haben zu viele Stürme durchgemacht, nicht wahr?« Sie zog ihre Hand nicht zurück. Die Wärme seiner Hand übertrug sich, ein seltsames Gefühl des Friedens. »Sophia, jeder Mensch hat seine eigenen Narben.« Sie saßen lange schweigend da, ohne weitere Worte zu brauchen. Draußen tobte der Sturm immer noch. Aber in diesem Zimmer, neben diesem Mann, fühlte sich Sophia zum ersten Mal beschützt. Sie erkannte, dass hinter der kalten Fassade eines Multimillionärs ein verletzter Vater und ein Mann stand, der Güte schätzte. Und Alexander, als er die kleine, aber entschlossene Frau vor sich ansah, wusste, dass seine Gefühle für sie nicht mehr nur Dankbarkeit waren. Am nächsten Morgen saß Alexander schweigend in seinem Arbeitszimmer. Das erste Tageslicht drang durch die dicken Vorhänge und hinterließ schwache graue Streifen auf dem Holzschreibtisch. Die Tasse Kaffee vor ihm war kalt geworden, aber er kümmerte sich nicht darum, sie zu wechseln. Aus dem Garten drang das sanfte, aber seltsame Zwitschern junger Vögel. Er hatte letzte Nacht nicht geschlafen. Stundenlang dachte er über alles nach, was geschehen war. Die Fehler, die Wut, die Blicke, die er ignoriert hatte. Endlich verstand er. Es gibt Schlachten, die man nicht mit Macht gewinnen kann, sondern nur, indem man der Wahrheit ins Auge blickt. Er nahm das Telefon, seine Stimme tief und klar. »Versammeln Sie das Anwaltsteam. Wir beginnen heute.« Mehr brauchte er nicht zu sagen. Alle am Sitzungssaal spürten, dass sich etwas verändert hatte. Alexander sprach nicht mehr wie ein CEO, der Befehle erteilte, sondern wie ein Vater, der seine Tochter beschützte. »Wir tun dies nicht aus Rache«, sagte er mit festem Blick. »Wir tun dies, um das Richtige wiederherzustellen. Ich möchte, dass alles geklärt wird, aber ohne Prahlerei. Wir werden es leise, aber gründlich tun.« Ein Anwalt legte einen Stapel Dokumente auf den Tisch.
Es gibt eine große Geldsumme, die einige Tage vor dem Angriff von Frau Valeries Konto an Reto Walser überwiesen wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies die Kosten der Absprache waren. Alexander überflog die Seiten, aber er las nicht. Sein Blick blieb an der kleinen letzten Zeile hängen. Datum der Überweisung, genau der Tag, an dem Sophia angegriffen wurde. Er lehnte sich sanft zurück, atmete tief durch. Seine Stimme war gleichmäßig, tief und erschreckend ruhig. Keine Eile, sie werden von selbst fallen. An diesem Nachmittag regnete es leicht. Alexander kam am Hotel an, in dem Valerie wohnte, ein luxuriöser Ort, an dem sie früher mit der High Society verkehrte. Seine Schritte hallten gleichmäßig auf dem Steinboden wider, das Echo vermischte sich mit dem sanften Prasseln des Regens am Glas. Valerie wartete. Sie saß in der Lobby, in einen hellgrauen Schal gehüllt, ihr Gesicht schmaler, das Make-up versuchte, die Spuren einer langen Nacht zu verbergen. Die Frau, die einst auf Partys glänzte, war jetzt nur noch ein blasser Schatten ihrer selbst. Als Alexander näher kam, hob sie sanft den Kopf. Das alte Lächeln erschien wieder, aber schwächer und bitterer. Sie kommen immer noch, um mich zu sehen. Ich wusste es. Sie lassen niemandem das letzte Wort. Er setzte sich, ohne zu antworten. Auf dem Tisch standen 2 unberührte Wassergläser. Eines für ihn, eines für seine ehemalige Frau. Valerie, ich bin nicht gekommen, um zu gewinnen, sagte er, nur um zu Ende zu bringen. Valerie lachte sanft, ein trockenes, oberflächliches Lachen. Für sie ist es leicht, Schluss zu machen. Sie haben alles, Geld, Macht, sogar das Mitleid der Leute, und ich habe nur meinen Ruf, den sie mir gestohlen hat. Sie hat ihnen nichts gestohlen, unterbrach Alexander, aber seine Stimme wurde sanfter. Sie hat nur getan, was ich schon lange hätte tun sollen, meine Tochter beschützen. Valerie sah ihn lange an, ihre Augen trübten sich allmählich. Glauben Sie, ich liebe Isabelle nicht? Nein, ich wollte nur, dass sie diszipliniert aufwächst, wie man es mir beigebracht hat. Mir war nicht klar, dass ich sie damit verängstigte. Alexander antwortete nicht. In einem kurzen Moment sah er, dass die Frau vor ihm nicht mehr eine Gegnerin war, sondern eine müde Seele, verloren in ihrem eigenen Stolz. Valerie stand auf, ihre Stimme sanft, aber fest. Ich kann die Vergangenheit nicht auslöschen, Valerie, aber ich kann sicherstellen, dass sie niemandem mehr wehtun. Sie erhalten genug Geld, um dieses Land zu verlassen, und danach kommen sie nicht zurück. Valerie schwieg. Sie wusste, dass es keine Drohung war, sondern ein Abschied. Als er ging, folgten ihm ihre leeren Augen. Die Regentropfen klammerten sich an das Glas und zogen sich in Streifen wie die Jahre, in denen sie die Macht hatte und dann alles verlor, schweigend. Etwa 3 Tage, nachdem genügend Dokumente der Untersuchungsabteilung zur Verfügung gestellt worden waren, wurde Reto zusammen mit Valerie ermittelt, nachdem der Beweis der Banküberweisung enthüllt worden war. Am Abend kam Alexander nach Hause, als der Regen gerade aufgehört hatte. Die Dämmerung färbte den Garten gelb. Von weitem sah er Sophia und Isabelle auf dem Rasen sitzen, ein Märchenbuch vor ihnen aufgeschlagen. Ihre Stimme las sanft, warm und gleichmäßig. Die Szene war so einfach, dass er innehalten musste. In all seinen Jahren zwischen Verträgen und Schmeicheleien hatte er nie einen so friedlichen Abend erlebt. Er setzte sich auf den hölzernen Verandastuhl und sah sie schweigend an. Der Wind wehte sanft und brachte den Duft von Lavendel aus der nahegelegenen Hecke mit sich. Isabelle lachte sanft und lehnte dann ihren Kopf an Sophias Schulter. In diesem Moment verstand Alexander, dass Gerechtigkeit nicht in Gerichten lag, nicht in Macht oder legalen Dokumenten. Sie lag in den Augen seiner Tochter, wenn sie ruhig schlief, in dem Gefühl des Friedens, wenn die geliebte Person in Sicherheit war, und in der Stille eines Herzens, das aufgehört hatte, wütend zu sein. Er sagte leise, fast nur zu sich selbst: Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, ein Imperium aufzubauen, aber erst heute weiß ich, was es bedeutet, mich selbst wieder aufzubauen. Sophia drehte sich um und lächelte, als sie ihn sah. »Sie sind schon zurück?« Er nickte und stieg die Stufen hinunter. »Ich möchte den letzten Teil der Geschichte hören.« Sie lachte, ein sanftes Lachen wie ein Seufzer. »Der letzte Teil ist ein Wunder.« Isabelle hob den Kopf, die Augen weit geöffnet. »Papa, Frau Walser hat den Teil über den gütigen Prinzen gelesen.« Alexander setzte sich neben seine Tochter und umarmte beide. »Dann lesen Sie es noch einmal. Ich möchte es nicht verpassen.« Die Dämmerung wich der Nacht. Heute beleuchtete das Gartenlicht 3 Gesichter. Den Vater, die Tochter und die Frau, die ihnen gelehrt hatte, die Welt mit Mitgefühl statt mit Macht zu sehen. Im Herzen Alexanders war endlich alles in Frieden. Gerechtigkeit war keine Schlacht mehr, sondern eine Rückkehr. Eine Rückkehr zum menschlichen Wesen, zu wissen, wie man liebt, wie man bereut und wie man neu anfängt. Einige Wochen später beruhigte sich alles. Die Nachrichten über Valerie und Reto gerieten in Vergessenheit. Sophia begann ein neues Leben. Sie war nicht länger die ängstliche Serviertochter oder das Opfer der Vergangenheit.
Alexander gewann sein Vertrauen zurück. Eines Nachmittags nahm Alexander sie und Isabelle mit zu einem kleinen Holzhaus an einem See. Der Ort war abgelegen und ruhig. Sie spazierten am Seeufer entlang. Isabelle rannte voraus, ihr klares Lachen hallte wider. »Aber es ist wirklich alles vorbei«, sagte Sophia und atmete tief die frische Luft ein. »Ja, das ist es«, antwortete Alexander. Er hielt inne, drehte sich um sie anzusehen. »Sophia, ich möchte Ihnen etwas sagen.« Er nahm ihre Hand, seine Augen aufrichtig und tief. »In den letzten Tagen haben Sie nicht nur Isabelle, sondern auch mir Frieden gebracht. Sie haben mir gezeigt, was wahre Stärke ist. Nicht Geld oder Position, sondern Güte und Mut. Sie haben mich verändert.« Er drückte sanft ihre Hand. »Ich bin Ihnen nicht nur dankbar, Sophia. Ich liebe Sie.« Tränen rollten sanft über Sophias Wange, aber diesmal waren es Freudentränen. Sie hatte die Hölle durchgemacht, und jetzt lag das Paradies direkt vor ihren Augen. »Ich auch«, flüsterte sie. »Ich dachte, ich würde nie wieder jemandem vertrauen, aber Sie haben mir gezeigt, dass selbst in der tiefsten Dunkelheit immer noch Licht ist.« Alexander lächelte, ein aufrichtig warmes Lächeln. Er wischte sanft die Träne von ihrer Wange und beugte sich dann vor, um sie auf die Lippen zu küssen. Der Kuss war nicht überstürzt, nicht fordernd. Es gab nur Zärtlichkeit, Wertschätzung und ein Versprechen auf eine neue Zukunft. Isabelle rannte und umarmte beide. »Was macht ihr?« Alexander hob sie auf die Arme. »Papa sagt Frau Walzer, dass wir eine Familie werden.« Isabelle jubelte vor Freude am strahlenden Sonnenuntergang am See. Die drei blieben zusammen. Ein Mann, der gelernt hatte zu lieben, eine Frau, die ihren Glauben wiedergefunden hatte und ein Kind, das endlich ein echtes Zuhause hatte. Sophias Leben war einst ein Dinner der Demütigung, aber jetzt war es ein strahlender Sonnenaufgang geworden, wo alles gerade erst begann. Als die Lichter der Wohnung erloschen, hörte die Geschichte von Sophia, Alexander und Valerie nicht nur beim Konflikt zwischen richtig und falsch auf, sondern war auch ein Spiegel, der die menschlichen Grenzen widerspiegelte, die Grenze des Glaubens, des Stolzes und der Reue. Sophia wurde einst gedemütigt, zertrampelt zwischen den Lichtern des Luxus und der Verachtung. Doch sie wählte nicht das Schweigen. Eine kleine Handlung, der Notruf, veränderte ihr ganzes Leben und das von Menschen, die unbeweglich schienen. Und Alexander, der mächtige Mann, lernte, dass Gleichgültigkeit auch eine Sünde sein kann. Er pflegte die Vernunft zu nutzen, um ein ganzes Imperium zu führen, vergaß aber, dass es Dinge gibt, die nur das Herz retten kann. Valerie ging und nahm einen unaufhörlichen Hass mit sich, hinterließ aber auch eine Warnung an den Leser. Wenn wir nur leben, um zu beweisen, dass wir Recht haben, verlieren wir, selbst wenn wir gewinnen. Diese Geschichte handelt nicht nur von Liebe, Ehre oder dem Zahlen des Preises, sondern ist eine Erinnerung daran, dass jede Handlung der Güte, so klein sie auch sein mag, die Kraft hat, eine Veränderung zu bewirken. Und vielleicht waren wir alle in dieser Welt einmal wie Sophia, gedemütigt, angezweifelt. Aber solange wir uns entscheiden, auf der Seite des Richtigen zu stehen, werden wir niemals wirklich am Boden liegen. Hallo, was denken Sie? Wenn Sie in Sophias Lage wären, mit der ganzen Welt gegen Sie, würden Sie es wagen, sich zu äußern? Bitte teilen Sie uns Ihre Gefühle unten mit. Ich möchte wirklich hören, was Sie denken. Denn manchmal kann ein Wort von Ihnen zum Glauben für jemanden werden, der da draußen Angst hat.